Jesus läuft die en wil die vrij maken. Hij heeft die voor een dieren prijs gekauft. Heb je mal even gedacht wat Kolosser 2 zijn dat? Wanneer dus dat zo zegt, dat hij moet enten op zijn en voor alle mensen en leid en am weg als een vastgenomen. Eerst maar wanneer die kriegen duiden, wer immer du gewonnen hat, der nimmt den nächsten mit nu stort. Hij leert de mensen door, wer immer du verspielt hat, dem war der gestort geleerd, de mensen die speden op, die schreien, die uitbrelden, die zeiden die al dat slechtste wat du weet. En dat, waarom ze dat duiden? Als levendig dood, die du daar gestort vieren. Dat wird dat mensen kunnen gelaten zijn dat der angst weg weer. En dat is wat we vandaag wel nakijken, wat Jezus deed met Satan. En dat zijn we in Kolosser 2, vers 13 durch 15. Die wären zu einer Zeit jässlich dood en jene sind en jene fleischliche Natur. Dus dat so wie dood. Vor wie Christus hadden angenommen, dan wir wie dood. En onze sind en an onze fleischliche Natur. Aber Gott hat uns durch Christus zum Leben gebracht. Das, was Christus getan hat, er hat uns Leben gegeben. Er ist gekommen, uns Leben zu geben. Er hat uns alle Sünden vergeben. Er hat den Schuldschein, der mit seiner Forderung von Gesetz her jen anstand, durchgestreckt und über sie geschafft. Der hat er über sie geschafft. Er hat den Schuldschein uitgestreckt. Er hat die Gewalt in erster Herrschaften Kraft wahrgenommen. Er möchte ab sein für alle Menschen. Nicht bloß für Wasser, aber für alle Menschen. En leidt einfach als vastgenommene. Dat wat Jesus deed, met dat hij Kreuz starf in opstand. Dat wat hij deed. Hij nam Satan de kracht weg, wat de eerste Adam, wat hij van de vrucht eten deed, en zich liet bereden. Damit gaf Adam Satan de kracht en ook de authority, wat God Adam gegeven had. En de laatste Adam, dat is Jezus. Als hij uit dem graf, Kreuz starf in dem graf starb, kwam, dan nam hij Satan de alle weg, wat de eerste Adam gegeven had. So Jesus, als hij Satan gewend deed, met dat hij Kreuz starven opstand, dan moet hij op zijn über Satan. Hij moet op zijn, zoals eerst einmal, wanneer die kriegen deuten, zoals die dat deuten. Wanneer wir im Alten Testament lesen, durch hier wie viel mehr von wo die kriegen deuten, und wenn einmal sie den Krieg gewonnen haben, dann brauchen sie den Leiter von der Gruppe, den König, brauchen sie mit, deuten den Türläden und dort merken, aus uns Glauben brücken. Aber erst, wenn sie dort werden, dann würden sie den erst durch die Stadt leiden, durch die Gegend leiden, und den Menschen wiesen, hey, das ist, was wir tun haben, ihr braucht ihr nicht mehr Angst haben, nu sind wir safe. Und das wird Jesus dort mit Satan. Er mögen ab sein, er dort durchleiden für alle Menschen und leiden weg aus dem Fastgenommenen. Das wird Jesus dort. Er nahm die Kraft, der Authority weg, und er hat sich über den, er besiegt den, und er mögt in Parade, so sie das im Englischen würden sagen, er mögt in Ab sein mit dort. Und dort sei wie in der Bibel, und glaubst du dort, was die Bibel sagt, glaubst du, was dort ist, was Jesus wirklich getan hat, dort wir nicht brauchen Angst haben für den Jener. Dat den hat Jesus besiegt und er hat uns die Kraft gegeben, zum gehen den Stund. Hebräer 2, Vers 14 und 15, du sagst, dass Jesus mögt den Teufel zu schonen. Er mögt ihm zu schonen. Da wird dann die Gewalt über den Tod hat. Wird dann wird Jesus den besiegen, den gewinnen, wird dann ganz von was Adam die Frucht gegeben hat und gesündigt hat, ganz bei Jesus am Kreuz starb, hat der Feind die Gewalt über den Tod. Er mögt
dem Feind zu schonen, damit er am dort kann wegnehmen. Jesus da dort, uns frei zu merken, dass er Leben lang an Todesfall versklavt werden. Hast du mal angedacht, wenn du eine Todesfurcht hast, dass dort ein Ding ist, mit was Satan die kann versklaven? Denn das sagt hier in Hebräer 2, sagt dort, dass wer du eine Todesfurcht hat, der ist versklavt. Und das für was er als uns kann frei merken. Wenn er auf Satan die Gewalt und die Macht über den Tod genommen, und nu brauchen wir nicht mehr Angst haben für den Tod, wann wir in Christus sind. Aber viele von uns, und ich habe auch lang, ich wusste dort nicht, und ich nehme dort nicht wahr, und ich wusste dort nicht näher, und kijk dort nicht nach, dort, was Jesus getan hat für mich, dort wir den Teufel in Absein merken, der Kraft wegnehmen, der Authority wegnehmen, und ganz zu schont merken. Und das, was er für mich in die getan hat. So, wenn er dort getan hat, dann können wir auch kriegst dann zu der alten testamentlichen Zeit, wenn die du dort so kriegen deuten, und den kann ich oder den Färsten du da gestorben nehmen, dann wissen sie dürfen nicht mehr Angst haben für den. So, das, was Jesus getan hat, und wir brauchen nicht mehr Angst haben für Satan. Was ist der Unterschied von der alttestamentlichen Zeit nur der Neue? Das ist sehr wichtig, dass wir dort wissen, was der Unterschied ist von einem bis das andere. Wir sehen viele Beispiele in der Bibel von, wo Abraham, wo er für Sodom und Gomorra beten hat, weil anstehen für dich und sagt, wenn du 10 Gerechte sind, dann lohnt dort der Stadt stehen und Gott sagt, ich war. Und Moses, der stand an für sein Volk, für sein Bruder und Schwester. Und sie standen alle dort an und sie brauchten Gott, dass er soll Erbarmen haben, er soll Gnade haben. Sie brauchten gehen in Dalen Gott. Wofür denkt wie von der nach, dass wir haben in Dalen Gott, wenn wir lesen dort im Alten Testament. Und dort ist so, im Alten Testament, du wird Gott fertig da. Und er will großes Volk anbringen, wenn der nicht gehorchen deuten. Und das wurde Abraham und auch Moses beten deuten und brauchen, dass Gott soll in Erbarmen haben, in Gnade haben über dort. Und dort ist der Unterschied von dem Alten Testament nur dem Neuen Testament. Im Alten Testament, dann wird noch nicht die Gnade, dann wird noch nicht die Versöhnung, was Jesus getan hat. Aber im Neuen Testament, du kommst Jesus, er starb am Kreuz, er hat Leben für dich und mich. Und er versöhnt uns mit Gott. Er betont, so ist das in Kolosser 2 sagt, die Schuld, was wir haben, die Sinn, was wir haben, die streckt er aus und er nählt die am Kreuz an. Und wenn er sagt, dass die sind weich, dann sind die weich. Und wenn er das getan hat, dann kijkt Gott uns an, so aus Christus, so sein Sehen. Und warum wird er, wenn er sagt, ich habe Life für mein Sehen, die habe ich viel Life. So, und das wird er zu dir und mir auch sein, wenn wir uns an Christus angetragen, wenn wir den haben angenommen aus dem persönlichen Heiland, dann sagt er zu dir und mir, ich bin die Gott, ich habe die Life. Dann brauchen wir uns nicht Angst haben. Und die Gnade, der ist für jedem durch. Die Gnade ist durch, wenn Christus hat dort versäumt. Er hat nicht bloß dort für mich oder die, aber er hat dort für allen, hat er dort versäumt. Er hat dort für den ersten Sünder, als die Gnade kriegt durch, als für den heiligsten Mensch. Die Gnade ist durch für allem. Und im Alten Testament wird er nicht durch. Und dort ist ein großer Unterschied. So werden wir nicht mehr brauchen, und Gott brauchen am Erbarmen. Wenn Christus hat dort versäumt, er hat den Schuldschein betont, wir brauchen bloß am Annehmen. Und dort ist ein Unterschied für uns. Er hat nicht mehr den Euer über die Menschheit, was er im Alten Testament hat. Wenn du es dort so, Christus kam auf die Erde, uns dort betonen, uns versöhnen mit Gott. Und dort ist, was er getan hat.
En hij is voor immer en eeuwig is hij dankschuldig. En we willen hem danken dafür, wat hij gedaan heeft. Aber wenn wir singen, du sind Folgen dorthin. Menschen, die du singen, die kicken nicht mal so ab nach Gott, die halten sich nicht so an Gott, die haben nicht so viel Gemeinschaft mit Gott. Einzige, die fangen Gott runter an zu hassen. Sie wollen garstrig, sie fangen eckig zu werden, sie fangen salzsüchtig an zu werden, sie fangen an ungehorsam zu sein, sie fangen an gehen an zu sein, sie fangen an ein großes Problem zu kommen. Und sie fangen an, dass durch große Treue passiert, das sind Dinge, dort sie stehlen, was sie verdorben. Und dort sind alle Dinge, und dort ist, wenn du schlechte Sod sehen lässt, dann wirst du auch du noch ernten. So, was für eine Sod wirst du sehen? Dort ist nicht gesagt, wenn du schlechte Sod in der Vergangenheit hast gesagt, und du über Vergebung, über Frieden lässt, dort du Versöhnung kriegen lässt, über dort, dann hat Christus dich ausgestreckt, dann hat er dich um Kreuz non genäht, dann brauchst du nicht dort ernten. Aber wenn du nicht Versöhnung kriegen lässt für dort, wenn du nicht den Schuldschein ausgestreckt kriegst für die Dinge, was du getan hast, dann wirst du dafür ernten. Und dort ist, woran du einzige Ding sein. Aber solange wir Odem haben, solange Christus seine Kraft hier auf Erden ist, dann ist du Versöhnung, dann ist du Gnade. Und dort ist, was wir können haben. Und das ist der Unterschied von den Neuen und dem Alten Testament. So, wenn wir nicht nur die Alte Testamentliche Prachen am Erbarmen, aber wenn wir Christus annehmen, seine Versöhnung, was er uns gegeben hat. Im Neuen Testament, das wo Christus nennt kommt, und er, dadurch, dass er starb in Abstand, als er nu uns Vermittler. Er steht dort fashion, er steht dort an wie Gott für uns, was wie kann han als Niegeborene an Christus. 2. Korinther 4, Vers 19 sagt, Gott, wir an Christus. So, wir sind dort Gott, Jesus und der Heilige Geist, die sind eint, und das sagt hier an dort Gott, wir an Christus. Du sagst wie dort die zwei sind eint. Und er versöhnt die Welt mit sich selbst. Er hat die Welt versöhnt mit sich selbst. Er vergibt den Menschen ihre Sinn und hält die nicht mehr fair. Und das wird halt die auch nicht vor. Die Sinn, die schlechte Sud, was du euer gestrebt hast, wenn du Versöhnung kriegen lässt an Christus, dann wird er die wach, er nählt die um Kreuz und er wird die nicht mehr verschmieden. Er hat uns die Botschaft von der Versöhnung anvertraut. Er vertraut uns die an. Er hat Vertrauen auf die in mich. So wird es das Gegenteil von der Hingerlastig sein, oder von der Lehnisse, wird die wir uns will anflüstern. Den Zweifel, was er uns will anflüstern, was habe ich durchgehen down? Und dort fingen wir an Johannes 8, Vers 32. Dann wird ihr weiten, was Wahrheit ist, und die Wahrheit wird ihr frei machen. So, das ist sehr wichtig, dass du die Wahrheit weißt, dass du die Wahrheit lernen darfst, dass du am Wort Gottes kicken darfst, was ist Wahrheit. Du den Heiligen Geist fragen darfst, was ist Wahrheit. Wenn die Teufel die kann, das Wort verlieren, und wenn auch bloß die halbe Wahrheit, wenn auch nicht alles eine Lehre ist, aber bloß die halbe Wahrheit. Er wird die eben, die Dinge, wo du in Zweifel über hast, die wird die immer verschmieden und anflüstern. Kijk mal, ist das nicht das dort ist? Und das wird er prüft. Und solange als er die eine Todesfurcht hat, und die du eine Furcht anjauen kann, oder in Zweifel anjauen kann, dann kann er die versklaven. Wer wir uns loten versklaven, wenn du es dort so wird, ein Mensch, weiten, dass du hast Angst für something, oder du hast Angst für eine Person, und die war durch ein Dorf, oder durch eine Stadt, oder wo immer durch schlaft, und dort wird bloß ein lebloser Körper, dort wird ein Körper, wo du keine Kraft und keine Authority hat, und den du es dort so war durchgeführt,
zoals in Alten Testamentliche Krieg war, wirst du danach immer Angst haben? Wirst du danach immer glauben, dass der wird so mächtig und so kraftvoll? Dann wirst du sagen, waarom habe ich verhofft, mich die Uhr abgehoben dort? Der hat keine Kraft. Und dort ist, was Satan hat. Der hat rein keine Kraft. Der hat Jesus am rein alle Fuß genommen. So das Einzige, was er kann tun, ist die Lehnisse anflüstern, die sein im Zwiebelband zu halten. Das ist, was er kann tun. Johannes 17, Vers 17, dort ist im Part von, wo Jesus ein Gebet beten der über seine Kinder, über seine Mitbrüder, über seine Menschen. Und er sagt dort ganz klar, Gott sein Wort als Wahrheit. So wenn wir auf Gott sein Wort gehen, da gucken, was sagt dort, und dort auch wirklich glauben, und du auf meditating, du an nur denken, du ans dort loten nansenken. Ein sehr großes Ding, wo du kannst gegen den Teufel gehen, ist Gott loben und preisen. Weit wie was dort ist, Gott loben und preisen. Dort ist am bloß Dank sein für was er getan hat, für wer er ist und was er gemerkt hat. Die schmackende Tür, die Ding, was du dort zu sein. Wenn dort so ein Ding, Menschen können das so sehen, aber dort kann keiner merken, was aus Gott allein. Du kannst keiner ans versehen aus Christus allein. Als er nicht Dank für, ich will ihm für immer und ewig danken, für das er ist auf Erden gekommen und hat den Schuldschein gestreckt, er hat mich versöhnt mit Gott. Und dort ist er Dank für. Und dort sagt, dort ist ein sehr großer Port, wo wir können gehen, den Teufel stehen. Wenn du Wort Preis in Anbetung ist für Gott, du kann der Teufel nicht beim stehen bleiben. Du hast rein kein, du kannst bloß gleich beim bleiben. Dort kann er nicht verdrehen, damit er verloren. So wenn wir Gott loben und preisen, am Danken, wenn er mit die Teufel rührt, dann wird er verloren. So wenn du die durchfallst, und ich mich durchfall, wenn wir uns sich ermuntern, Gott loben und preisen im Arm danken für wer er ist, was er getan hat und was er tun wird, dann wird der Teufel verloren. Wir haben dort in unserer Ladies Bible Study, haben wir dort die letzten paar Jahre von gelehrt, wo wir können uns Verstand trainieren und wo wir können die jeftigen Gedanken rüberbringen. Und dort ist sehr wichtig, dass wir dort tun. Wir die jeftigen Gedanken, wir alle wissen mal, wenn du an den jeftigen Gedanken schaffen das, dann du der Rüt arbeiten. Wenn Gott noch mehr die Offenbarung hat, dann du der Rüt schaffen. Und wenn du dann im Bett hast abgegeben oder was immer, gut drei, alle paar Monate und kick und frage Gott, wo du noch Gedanken sind. Wenn wir haben in täglichen Leben, das sind immer Dinge, was uns durchstarten wollen, weil wir tun wollen Dinge, was du abkommen und wo wir können weiter kriegen, wo wir können in Zwiebel kriegen, wo wir können jeftige Gedanken dann kriegen. So weil wir alle, wissen mal, durch uns Gedanken durchgerufen, weil wir kicken und weil wir Gott fragen, was du bist, als was du reden soll. Und dann dort mit Gott tun. Wenn du zu viel ist, zu deupet ist, dann werden wir uns nicht schämen, nur die Nächsten gehen nur halb, dass die uns Wort halten, wenn wir brücken uns untereinander. Aber wenn das bloß kleine Dinge sind, was sich noch nicht so sehr festgewartet haben, und du die Fußball angewartet, das ist something, was hier nicht soll, dann du bloß einfach dort weiter sprechen, so wie Jakobus sagt, weil da steht den Teufel in Heimat weich. Und wenn wir Gott loben und preisen darauf, dort die kleine Warte, wo du ist, dort die Ring ganz matt verdrehen, dort du nichts und jeftig kann bleiben. Und dann du die Wahrheit nennen. Lot die Wahrheit nennen sehen. Kick am Gott sein Wort. Hör nur Gott seine Stimme. Was sagt er zu dir? Und lot dort nennen sehen. So viel stärker wird sein wollen und so viel Dollar muss das andere verloren und dort muss verdrehen. Wenn du nicht weißt, wer du bist in Christus, wenn du nicht weißt, dass Gott sein Wort die Wahrheit ist, wenn du nicht glaubst, dass das Evangelium wirklich durch ist für dich und mich, dann hat die Teufel ein großer Unfug an dich, dort er die Wort Wahrheit kann in Zwiebeln bringen
in die Dinge verlieren und sagen, glaubst du, das wirklich ist dort? Wenn dort das fährt an mich. Und einer muss sich lernen, dort einer dort erkannt, wohnt Gott seine Stimme als und wohnt den Teufel seine Stimme als. Wenn bloß prüft, die Dinge anzuflüstern. Sein, ist das wirklich so? Glaubst du, das wird wirklich so sein? Glaubst du, was dort sagt? Dort kann wirklich so dort sein? Dort sagt, Jesus sagt, die Dinge, was ich tue, die, was je kann tun, in größere Dinge. Und dort je wollen frei sein. Und kriegt so aus Jesus die Menschen durch frei mögen. Und die tust dort so das Heil bringen, dort für jou und die sind. Und kriegt so, als du dort glauben kannst, dass Gott dir den Sinn wahrnehmen wird. Dort ist, wo einfach dort ist, dort du dort einfach bloß kannst glauben, dort du frei bist. Dort du frei bist von all das Jafje, was Satan die Proft anzubilden. Die Dinge, wo du dort so fast sind, sagt 2. Korinther 10, Vers 5, die wurden zu nichts gemerkt worden. Und dort wird wir haben an Christus. So werden wir nicht mehr beten am Erbarmen, wenn Christus hat uns versöhnt mit Gott. Und wir leben unter der rechten Seite von Kreuz. Ich bin Bertha Wall. Dankeschön für diesen Video und Ich wünsche dir Gottes Segen.